Folge 4, Double Visions. Was? Wo bin ich? Burger Plus? Burger Plus? Genau, wir sind hier 1986 in einem Zeitrahmen, Zeitperiode, Zeitachse F, glaube ich sogar immer noch, die schlimmer wohl nicht sein könnte. Hier hat Edna Strickland die ganze Macht und der gute alte Doc, der ist hier irgendwie nur noch Bürger Brown, den haben wir zwar in der letzten Folge noch überzeugt davon, dass das, was er hier veranstaltet hat mit Edna, dass alles falsch ist, aber sie konnten ihn irgendwie wegbringen, einsperren wir auch immer und jetzt müssen wir unbedingt hier rauskommen. Das ist nicht sehr entspannt. Nö, allerdings nicht. Sieht nicht so aus, als wäre sie an. Sieht nicht so aus, als wäre sie an. Sehr gut. Hey, da folgt der alte Schachtel. Sorgen Sie dafür, dass der McFly-Junge für seine Bürger-Plus-Behandlung vorbereitet wird. Ich kümmere mich um meinen Ehemann. Wie geht es, Bürger Brown? Ich befürchte, es ist schlimmer, als wir dachten. Er ist völlig unsozial. Mist. Wir nutzen sämtliche Möglichkeiten, um ihn zu heilen. Aber ich fürchte, nur eine komplette Persönlichkeitswiederherstellung wird unseren Anführer zurückbringen. Und es ist alles McFlys Schuld? Unglaublich, oder? Ein einziger aufrührerischer Jugendlicher hat Hill Valley an den Rand des Ruins gebracht. Ja, nun, geben Sie Bescheid, wenn er bereit ist. Ich kümmere mich um Bürger Brown. Ich muss hier raus und Doc retten. Könnte einfacher sein, als du denkst. Doc. Oder auch ein bisschen schlimmer. Ich muss hier raus. Hey, lass mich raus! Jemand hat meine Sachen weggesperrt. Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Tja, ja, Hinweise, toll, ich wollte gerade im Inventar gucken. No, wer, der garantiert nicht. Jen? Hey, Jennifer! Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Ja, wie? Und Items können so ein bisschen schwierig werden. Martin? Ah, Dad, bist du das? Wer denn sonst? Wo bist du? In der Garage natürlich. Aber was machst du denn auf der Bürger Plus Station? Edna ließ mich reinwerfen. Das kann sie nicht mit dir machen. Wie kann ich helfen? Puh, Gott sei Dank. Kannst du mich mit Jennifer verbinden? Jennifer Parker? Ja, sie ist in dem Raum neben meinem. Mal sehen, das müsste Warteraum Beta sein. Geschafft. Hab dich durchgestellt, Sohn. Jennifer? Martin, bist du das? Wo bist du? Hier drüben, in der Kamera. Ach, Martin, hast du nicht schon genug Ärger am Hals? Ärger? Jen, was redest du denn da? Wegen der Trinkerei und des AZÖ. Jennifer, was ist denn los mit dir? Du klingst irgendwie sonderbar. Ich war sonderbar, Martin. Aber dank meiner Bürger-Plus-Behandlung bin ich auf dem besten Weg, ein normaler, ausgeglichener Teenager zu werden. Bürger Plus? Ach nein, Jen, nicht du auch noch. Oh Gott, ging aber schnell, war also so lange ist noch gar nicht her. Warum ist deine Tür offen? Da ich meine Bürger-Plus-Behandlung beendet habe, darf ich hingehen, wohin ich will. Ich warte nur darauf, dass mich die nette Wache nach draußen begleitet. Könntest du mir vielleicht helfen, auszubrechen, wenn du gehst? Ach, Martin, das kann ich nicht tun. Das ist gegen die Regeln. Oh, buhuhu, gegen die Regeln. Mann, hey, zieh einen String an oder sonst was, aber komm mal wieder zu dir. Okay, vergiss den Ausbruch. Könntest du mich besuchen kommen? Ich bin schon ganz einsam hier. Ich glaube, ein Treffen wäre keine gute Idee, solange du deine erste Bürger-Plus-Behandlung noch nicht hinter dir hast. Warum nicht? Ganz einfach, weil deine verflixten Hormone außer Kontrolle sind, Martin. Oh, cool, sie können auch fluchen.
Jen, komm wieder zu dir. Das ist nicht dein wahres Ich. Ich meine, es ähnelt deinem wahren Ich, aber es ist nicht dein wahres Ich in dieser Zeitachse. Hä? Wow, das ist... Ja, es scheint verrückt. Du bist nicht verrückt, Martin. Nur krank. Ich weiß, wie es ist. Ich war ja auch krank. Aber jetzt werde ich nie wieder einen Buick besprühen oder mir Rockmusik anhören. Oh Gott. Hilfe! Hey, weißt du, wie spät es ist? Nein. Haben sie dir nicht so eine Art Digitaluhr gegeben, nachdem die Hirnwäsche vorüber war? Die Bürger Plus Uhr? So eine kriege ich frühestens nach 5, 6 weiteren Behandlungen. Ach Mann. Aber es ist sicher noch nicht zu spät. Wie bist du eigentlich in das Bürger Plus Programm geraten? Mein Dad hat mich angemeldet und das ist auch gut so. Ich war völlig außer Kontrolle. Mir gefiel es irgendwie. Mir ehrlich gesagt auch, aber ist ja immer so, war ein guter Junge, böses Mädchen, gutes Mädchen, böser Junge. So, ja. Jen, dieser ganze Bürger Plus Kram ist Betrug. Edna nutzt ihn, um die Kontrolle über alle in Hill Valley zu übernehmen, inklusive ihres Mannes. Bürgerin Edna sagte mir, dass du Wahnvorstellungen hast. Aber mir war nicht bewusst. Wie war denn deine Bürger Plus Behandlung eigentlich so? Sie war... Nun, das ist komisch. Ich kann mich nicht erinnern. Muss eine Nebenwirkung der Behandlung sein. Naja, ja, Gedächtnisschwund, wer kennt das nicht, wa? Kannst du vielleicht noch ein Weilchen da bleiben? Es ist schön, mit jemandem reden zu können, weißt du? Ich warte hier, bis mich der Wachmann abholt. Aber dann muss ich ihm erzählen, dass du Zugriff auf die Kameras hast. Ach komm schon, sei kein Spitzel. Ich bin kein Spitzel. Ich bin ein guter Bürger. Wo ist da der Unterschied? Dad, Wie kann ich dir helfen, mein Junge? ich freue mich ja, dass du hier bist, aber warum bist du hier? Ich suche nach deiner Mutter. Mom, Wir hatten einen riesen Zoff, nachdem du weg warst und... Naja, sie hat sich für die volle Ladung Bürger Plus Behandlungen angemeldet. hast du ihr nicht von Biff erzählt? Ich hab's versucht, aber du kennst ja deine Mutter. Wenn sie etwas wirklich will, dann wird sie zu einer echten Naturgewalt. Ich vermute mal, dass ich sie noch finden muss. Dann kann ich es ihr vielleicht noch ausreden. Ja, vielleicht. Und? Hast du Mom schon gefunden? Noch nicht. Du würdest nicht glauben, wie viele Kameras es hier gibt. Deine Sorge um Mom ist zwar rührend, aber könntest du nicht persönlich hierher kommen? Oh nein, das kann ich nicht. Ich habe wahrscheinlich eh schon genug Ärger mit der Obrigkeit. Nein, in Anbetracht der Situation ist es wohl besser, wenn ich bei den Fernsehern und den Kameras in der Garage bleibe. Oh mein Gott, ey. Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Bleib an Jennifer dran. Sie verhält sich zwar seltsam, aber sie ist ganz verrückt nach dir. Boah, das klingt ja cool. Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Bleib an Jennifer. Also, Entschuldigung, das wollte ich gerade nicht. Dad, diese Bürger Plus Uhren werden jeden hier in Hill Valley in Roboter verwandeln. Angefangen mit Bürger Brown. Ich wusste schon immer, dass Digitaluhren böse sind. Nicht die Uhren sind schuld, Dad, sondern Edna. Sie ist völlig durchgedreht. Bürgerin Edna ist wahnsinnig? Das ist nicht gut. Aber es erklärt eine Menge. Ja, immerhin glaubt es mittlerweile, hat ja bloß gefühlte 10.000 Jahre gedauert. Dad, ich weiß, dass das starker Tobak ist, aber ich muss Bürger Brown retten, damit wir in der Zeit zurückreisen und verhindern können, dass Herr Edna überhaupt erst heiratet. Du hast recht, Sohn, das ist starker Tobak. Also lass uns lieber vergessen, was du gesagt hast und uns auf deine Befreiung konzentrieren. Ja, vielleicht wäre das am besten. Naja, ein schon nach dem anderen war. Weißt du zufällig, wie man Kombinationsschlösser knackt? Tut mir leid. Ich kann besser überwachen als Schlösser knacken. Wird doch besser. Bleib in der Nähe. Bin so nah dran wie möglich, Martin. Das ist wahr. Wie soll ich denn jetzt... Ja, mit Rock'n'Roll sehe ich auch ein, aber das kann ein bisschen schwierig werden. Hallo? Was? Warum ist mein Kram in einem Spind? Um zu gewährleisten, dass Bürger Plus Patienten sich keinen Schaden zufügen, werden ihre Habseligkeiten bis zur Vollendung der Bürger Plus Behandlung weggesperrt. Schaden zufügen? Es ist ein sehr intensives Programm. Manche verkraften das nicht. Oh, ist schön zu wissen. Kann ich mal einen Blick auf meine Sachen werfen? Wozu? Ich will sehen, ob meine Gitarre gut verstaut ist. Was? Kommen Sie, meine Eltern haben dafür ein Vermögen ausgegeben. Na gut. Treten Sie von der Tür zurück.
So, Gitarre gut verstaut? Naja, anscheinend schon. Gut. Das müsste doch gereicht haben, wa? Na, Dad, wie sieht's aus? Dad, Wie kann ich dir helfen, mein Junge? ich habe versucht, die Kombination über die Schulter des Wachmanns zu sehen, aber er ist zu groß. Über seine Schulter? Warte mal. Was? Ich hab's vielleicht auf Band. Ein bisschen zoomen, ein bisschen nachschärfen. Ha! Was? Die Kamera war hoch genug, um alles einzufangen. Gute Arbeit, Dad. Die Kombination ist 2 links, 8 rechts, 18 links, 32 rechts. Bitte. Hey, deine Gitarre. Tut mir leid, dass ich sie loswerden wollte. Ja, die Gitarre ist ziemlich cool, aber das hier ist mir wichtiger. Kein Grund, deinen Dad zu Tränen zu rühren. War ja klar. So, jetzt muss man kurz mit Jennifer quatschen. Dad, Wie kann ich dir helfen, mein Junge? könnte ich noch mal mit Jen reden? Na klar, mein Sohn. Jennifer? Was gibt es, Martin? Kann ich jetzt auf die Gitarre zugreifen, Mann? Komm schon, Jen. Du willst doch kein Leben ohne Rock'n'Roll, oder? Rock'n'Roll? Igitt. Allein beim Gedanken an deine das Becken zum Beben bringenden dreiakkordigen Powerballaden wird mir ganz unwohl. Buah, Danke. Geh noch nicht, Jen. das würde ich niemals tun. Es wäre gegen die Regeln. Ja, oh Mann. So, vielleicht, ja, ich will sagen, so versuchen, mal gucken. Okay, Jen, das hier wird dir bestimmt gefallen. Ich hoffe jedenfalls, dass es das noch tut. Martin? Jennifer. Oh, Martin. Martin? Was machst du? Ah! Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, Sir. Ich habe mich um meine Angelegenheiten gekümmert, als plötzlich dieser furchtbare Lärm aus der Kamera kam. Da stimmt was nicht. Ja, genau wie hier. Niemand Autsch. steht mit meinem Verstand, kapiert? Niemand. Ich bin Jennifer Parker, Rock'n'Roller. Jen? Oh, ja, richtig. Jen! Wir haben keine Zeit für Plaudereien, McFly. Wir müssen dich tarnen, damit wir hier rauskommen. Calvin Kleinunterwäsche? Echt jetzt? Fertig. Wie sehe ich aus? Etwas zu klein für ein Mitglied der Sturmtruppen, aber es muss reichen. Los! Übrigens, coole Kamerafunktion für 1986, Respekt. Und das ganze Zoomen scharf stellen. So, hallo, gehst mal raus. Ja, natürlich, ist klar. Okay, du Teufelskerl, was jetzt? Jetzt befreien wir Bürger Brown, machen, dass wir hier wegkommen und bringen die Dinge wieder in Ordnung. Mir egal, solange ich was zerschlagen kann. Ich habe eine Menge angestaute Aggressionen in mir, kapiert? Miss Parker, Was zur... Ja, ich soll Sie zur Lobby begleiten. Ihr Vater wartet auf Sie. Er kann doch warten, oder? Ich hatte gehofft, dass dieser attraktive junge Mann mir ein wenig die Örtlichkeiten zeigen könnte. Ich muss leider darauf bestehen, Miss. ganz ruhig, Jennifer. Ich habe alles unter Kontrolle. Wirklich? Wirklich. Okay, aber als erstes... Wofür war der? Für meine Rettung, Dummkopf. Gehen wir, Officer. Ich müsste Ihnen eigentlich einen Strafpunkt für einen AZÖ-Verstoß erteilen. Oh, leck mich. Was? Der war nicht schlecht, ey. So, der verdammte Edna, ey. Der hat noch ein paar Hühnchen zu rupfen. Früher war sie ja nur ein wenig nervig. Aber jetzt ist sie einfach nur böse. Ja, ja, die böse alte Hexe. Doc, hol's da raus! Die Frage ist bloß wie. Naja, Hunger habe ich ja auch, von dem her. Kann ich davon was haben?
Ich habe ewig nichts gegessen. Nein, das gehört Tannen. Er darf nichts essen, solange er nicht seine Beruhigungspille genommen hat. Wir haben es vor einer Stunde versucht, aber er hat sie immer noch nicht geschluckt. Ich mach das. Ich kann sehr überzeugend sein. Nein. Hey, Hab zu tun. Naja. Wieso eigentlich mal versuchen, wa? ich habe gerade keine Lust auf ein Ständchen. Ach, come on. Ich aber schon. Oh, Marty. So mal so. Hey, hol mich hier raus! Sorry, ich kann dich nicht verstehen. Aber danke für die Klamotten. Achso, da ist der. Ich dachte gerade wegen Tennen. Keine Verbesserung, Bürgerin Edna. Soll ich die Behandlung wiederholen? Nun gut. Erhöhung des Gesamtstimulationslevels um den Faktor 1,2. Wow, die Tür ist wirklich fest verschlossen. Welchen kranken Freak sie da wohl eingesperrt haben. Ah. Ich hätte es wissen müssen. Ja, hätte ich auch. Hi, Biff. Deine Sprechanlage scheint defekt zu sein. Sehr gut. Da wären eh nur Flüche und wirre Metaphern rausgekommen. Langer, du willst dir raus? Die werden nicht passen. Ja. Hey, Biff. Rate, wer dich bewacht. Kuckuck. Die Wache sagt, dass ich dir kein Essen geben soll, ehe du nicht deine Pille geschluckt hast. Geht. Da passt meine Hand nicht drunter durch. Die vielleicht weniger, aber vielleicht eine Zeitung. Natürlich merkt Biff nix. Hi, Biff. Los, Biff, schluck schon deine Pille. Erhöhe Soma. Ah, Biff-Spucke. Bäh. So, mir hat sie geschluckt. Naja, mehr oder weniger zumindest. Kann ich davon was haben? Ich habe ewig nichts gegessen. Nein, das gehört Tannen. Er darf nichts essen, solange er nicht seine Beruhigungspille genommen hat. Wir haben es vor einer Stunde versucht, aber er hat sie immer noch nicht geschluckt. Ich mach das. Ich kann sehr überzeugend sein. Nein. Gut, da kennen wir bereits. Er hat sie, also. Er hat die Pille was soll er mit der machen? Hier rein oder was? Ich könnte die Pille in Biffs Essen stecken, aber die Wache wird es wohl kaum essen. Was kein Wunder ist. Ja, fehlt nur noch Getränk, also die Cola. Damit er ein bisschen beruhigter wird, wa? Hey, ist das da ein Zärtlichkeitsaustausch in der Öffentlichkeit? Was? Oh, das war wohl nur ein Schatten. Hör auf Nö. rumzualbern und geh zurück an die Arbeit. Ja, Sir. Kein Bock, Mann. Arbeit ist lame, Rock'n'Roll ist cool. Falsche Botschaft, wa? Was haben die Biff bloß verabreicht? Ein Pferdebetäubungsmittel? Fast zu Hause, wa? Hey, Wache! Wer? Ich? Ich meine... Ich? Ja, selbstverständlich. Der Nichtsnutz von Techniker schläft mal wieder während der Arbeitszeit. Seien Sie doch bitte so freundlich und kümmern sich um die Bürger-Plus-Steuerung, ja? Ja, sicher. Okay, Doc, ich bin drin. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus, ohne dich in einen Zombie zu verwandeln? Wehr dich nicht, Emmett. Wenn du... Mann, wo ist der Ausschalter an diesem Teil? Hey, ein Equalizer. Zumindest denke ich, dass es einer ist. Lautstärkeregler an schlecht. Optik, keine Ahnung, was soll das machen? Optikregler, wa? Optik?
Das war falsch. Schon besser. Taktil? Oh, wow, Entschuldigung. Aber sonst noch so. Das Optik müsste cool sein jetzt, wa? Lautstärke. Lautstärke. Endlich, das verstehe ich. Ich würde es aber nicht so hoch drehen! Okay, das hat ihn ein Stück bewegt. Vielleicht kann ich ihn direkt aus der Tür pusten. Richten Sie bitte die limbischen Ja, wir einfach alles auf Maximum haben, oder wie? Gastrosensorisch? Bäh. Olfaktorisch? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Echt? Ich nicht. Was zur... Scheint, als ob die Aromatanks wieder verstopft sind. Oh, danke. Das war mir entgangen. Los, machen Sie sich nützlich. Entschuldige die Verzögerung. Das würde schneller gehen, wenn du den Unsinn mit den Zeitmaschinen und dem Ändern der Vergangenheit lassen würdest. Du solltest dich auf die Zukunft konzentrieren. Es gibt keine Zukunft für uns. In ein paar Stunden wirst du das nicht mehr denken. Edna, du solltest die Folge... Ich hole ihm später einen Burger. Was? Will er gar nicht? Hier. Ich hole ihm später einen Burger. Hä? Willst du uns verarschen mit dem Spiel? Ich hole ihm später einen Burger. Das mache ich nicht noch einmal. Schade. Das mache ich nicht noch einmal. Ich hole ihm später einen Burger. Tja, und jetzt, wa? Schätze, die Lautsprecher werden ihn nicht weiter schubsen, bis ich ein richtig lautes Geräusch finde. Wo ist Martin? Das mache ich nicht noch einmal. Martin ist hier, Doc. Es klemmt. Ja, aber wir haben ja ganz bewegen. Ich hole ihm später einen Burger. Ich hole ihm später einen Burger. Geht das immer noch nicht? Das mache ich nicht noch einmal. Ja, Mann! Volle Pulle! Das ist eine leise Pulle. Schätze, die Lautsprecher werden ihn nicht weiter schubsen, bis ich ein richtig lautes Geräusch finde. Na gut, einer ist jetzt hier unten. Vielleicht kann ich ja jetzt da drüber gehen und noch irgendwas, was auch immer, naja, verbessern. Damit kommst du nicht durch. Ich bin schon seit Jahren damit durch. Test, 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 Was war das? Test, Test, Test. Was war das? Dein Untergang! Let's rock'n'roll time, Freunde! Hey Doc, es wird langsam Zeit zu gehen. Was war das? Du, was soll das werden? Ich hole meinen Freund hier raus, du Spinner. Okay, das war nicht ganz so dramatisch wie beabsichtigt. Martin, nochmal!
Los, euer Ehren. Was? Ich kann nichts verstehen. Keine Ursache. Daher, ihr Versager! Ach, dieses Bild ist einfach zu geil. Achtung, Bürger. Dies ist ein Alarm der Stufe Omega 1. Potenziell gewalttätige Dissidenten treiben im Rathaus ihr Unwesen. Bitte gehen Sie nach Hause, bis das Problem gelöst wurde. Guten Tag. Ganz schön knapp. Was jetzt da jetzt? Was tun wir jetzt? Jetzt warten wir, bis die Wachen verschwinden und dann laufen wir zur Zeitmaschine. Hey, das ist meine Mom. Hey, Sprich nicht mit ihr, sie könnte uns verraten. wo ist der DeLorean überhaupt? Ich habe das Wrack zu meinem geheimen Labor bei der Eastwood-Schlucht bringen lassen. Clayton-Schlucht? Wie Clara Clayton? Warum? Ist das von Bedeutung? Nun ja, Clara Clayton sollte mal ihre Frau werden, also ja. Faszinierend. Ja, sehr sogar. Sollten wir nicht helfen? Wenn wir erst zurückreisen und die Geschichte verändern, wird das nicht passieren. Ja, wahrscheinlich. Was zum Teufel hat Edna da hinten mit Ihnen gemacht? Sie hat versucht, meine Persönlichkeit völlig neu zu erschaffen und die Teile zu löschen, die ihr nicht gefallen. Hart. Praktisch. Na gut, Dad. Nichts für ungut, euer Ehren, aber warum haben Sie Edna überhaupt geheiratet? Sie ist irgendwie irre. Ja, jetzt. Aber damals, als wir uns kennenlernten, zügelte ihr unerbittliches Verständnis von richtig und falsch ihren Wahnsinn. Aha. Zumindest schien es damals so. Mom, Dad, nein! Keine Sorge, wenn wir die Zeit gerade repariert haben, wird nichts von dem geschehen sein. Ja, wahrscheinlich. Die Luft scheint rein zu sein. Kümmern wir uns um den DeLorean. Ich fürchte, das muss ich ohne dich tun, Martin. Was? Warum? Nun, soviel ich über Zeitreisen weiß, kann eine Art Zeitparadoxon entstehen. Und zwar, wenn wir nach 1931 zurückkehren und du mir bei der Reparatur der Zeitmaschine hilfst. Was soll ich denn machen? Einfach in dem Irren Hill Valley rumhocken, bis Sie die Zeitmaschine repariert haben? Exakt. Aber keine Sorge, wenn alles nach Plan verläuft, wirst du nicht einmal bemerken, dass ich weg war. Wissen Sie, für einen Moment klangen Sie genauso verwirrend wie der echte Doc. Siehst du? Wir machen schon Fortschritte. Bis bald, Martin. Viel Glück, euer Ehren. Und du solltest dich für ein paar Sekunden von der Straße fernhalten. Von der Straße fernhalten? Hä? Bürger Brown? Emmett? Hä? Wieso denn das? Naja, Freunde, das und vieles mehr werden wir erfahren in der nächsten Episode hier bei Zurück in die Zukunft, dem Spiel. Folge 3, Episode 3, wie auch immer. Quatsch, natürlich Episode 4. Double Visions, doppelte Vision, wie auch immer. Und ja, die Frage stellt sich, wieso hat es hier zweimal blaue Recycle-Tonnen, aber nur jeweils eine grüne und braune. Naja, wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal und tschüss.